Geschichte vom goldigen Nussknacker von Linda Weidmann. Kapitel 7. Und das letzte Mal beim goldigen Nussknacker. Das ist ja der Rotzlöffel, der da spielt. Ich? Ein Konzert geben? Ehrlich? Es soll nämlich schon in 3 Tagen stattfinden. Der führt doch wieder etwas im Schild. Im Hause Pantalone wurde die Sorge um Arlecchino immer größer, da keiner ahnte, dass er bei Diego in der Küche unter einer Tasse saß. Brighella kam gerade zur Tür herein. Brighella, und? Niente, niente. Bei dir dem Fall auch nicht. Ah, seit wann sind ihr denn wieder zurück? Erst seit kurzem. Hallo zusammen. Pantalone, Dottore, und? Ach, nicht eine Spur von ihm. Nichts, gar nichts. Plötzlich flog eine Taube durchs Fenster und setzte sich auf Brighellas Kopf. Ah, nein, nicht du schon wieder. Oh, mein Täubchen, du hast das Feuer überlebt. Dottore nahm seine geliebte Taube in die Hände. Oh, ich hab mir so Sorgen gemacht. Hast du etwa vielleicht Arlecchino gesehen? Als ob eine Taube könnte reden. Jetzt haben sie endgültig den Verstand verloren. Hast du etwa vergessen, wie oft uns Dübli geholfen hat? Wie könnt ihr das denn vergessen? Die blöde Taube landet ja immer auf meinen Kopf. Wenn die Taube euch immer findet, dann findet sie vielleicht auch Arlecchino. Genau das wollte ich auch gerade sagen, mein Freund. Am besten befestigen wir noch eine Nachricht an ihren Fuß. Tartaglia brachte eine kleine Pergamentrolle, Feder und Tinte. Aber Arlecchino kann doch gar nicht lesen. Das hier wird er lesen können. Schau mal. Dottore zeigte Colombina und den anderen seine Nachricht. Aha! Sehr clever. Kurz und bündig. Verstehe ich auch. Ich verstehe nur Bahnhof. Ist auch in der geheimen Sprache geschrieben. Du kommst auch nicht raus, oder? Doch. Ganz einfach, nein. Arlecchino wird es ganz genau verstehen, was ich meine. Los, mein Täubchen, such Arlecchino. Nachdem Dottore die Rolle an der Taube befestigt hatte, ließ er sie losfliegen. Bitte, finde mein Brüderli. Im Vorhof vom Hause Diego übte Federico fleißig Flöte spielen für sein großes Konzert. Bravissimo, Federico! Danke, Großonkel Diego. Und, weil du so fleissig bist, bekommst du ein neues Zimmer über. Ein neues Zimmer? Mit einem richtigen Bett? Ja, eine Kamera neben dem Wohnzimmer. Oh, so schön. Danke, Großonkel Diego. Es ist fertig. Raffaele, ich bekomme ein neues Zimmer über. Die Kamera neben dem Wohnzimmer. Ehrlich? Raffaele blickte Diego verwundert an. Diego nickte. Ja, hast schon richtig gehört. Los, worauf warten wir noch? Essen wir! Ich versorge noch schnell meine Flöte. Bin grad wieder da. Federico rannte an den beiden vorbei hinunter in die Küche. Vor lauter Üben hätte er beinahe Arlecchino vergessen. Ah, Bambino, lass dich auch mal wieder blicken. Ich habe mich die ganze Zeit vom Raffaele verstecken. Das war echt mühsam gsi. Und ich habe einen riesen Hunger. Und ich will heim, schmollte Arlecchino, obwohl er gerade ein Riesenstück Wurst, das Raffaele heruntergefallen war, gegessen hatte. Es tut mir mega leid. Ich musste halt üben für mein Konzert in 3 Tagen. Es tut mir mega leid. Kleine, kommst du jetzt endlich? Das Essen wird kalt. Federico packte ein Stück Käse und Arlecchino in seine Bauchtasche. Hey! Nur bis das Essen fertig ist. Dann versuche ich dich heimzubringen, okay? Aber
Tasche ist so eng und dunkel. Es tut mir mega leid, aber es geht gerade nicht anders. Und jetzt musst du ruhig sein. Die anderen dürfen dich nicht finden. Während des Abendessens musste Arlecchino in der dunklen, stickigen Bauchtasche sitzen und leise seinen Käse essen. Nach dem Essen durfte Federico sein neues Zimmer beziehen. So, das ist das neue Zimmer. Und jetzt schlaf schön. Morgen musst du wieder früher aufstehen zum Üben. Vielen Dank, Großonkel Diego. Buonanotte. Buonanotte. Diego schloss die Tür hinter sich zu. Als Federico sicher war, dass niemand mehr vor der Tür war, öffnete er die Bauchtasche und ließ Arlecchino wieder heraus. Uff, endlich Luft. Sorry. Wenn's dir so leid tut, wieso grinst du dann so? Oh, das ist... ich glaube, ich bin einfach glücklich. Ich habe ein neues Zimmer bekommen. Ich muss den Haushalt nicht machen und ich darf ein Konzert geben. Was ist? Freust du dich nicht für mich? Es ist nur... Diego macht nie etwas Nettes. Ausser er führt etwas im Schild. Vielleicht ja das mal nicht. Ich meine, ich bin doch wirklich gut im Flötenspielen. Ja, schon. Außerdem, was würde es ihm bringen, wenn ich ein Konzert gebe? Ich weiss nicht. Schau, wahrscheinlich hast du recht. Er hat dich wegen deinem Talent genommen und ich mache mir nur zu fest Sorgen. Geh auf Hause. Du musst ja morgen noch viel üben. Aber ich wollte dich doch heimbringen. Das kann auch noch bis morgen warten. Buonanotte. Buonanotte. Federico schlich erschöpft auf seinem Bett ein. Ich trau dem Diego nicht. Vielleicht finde ich ja was raus. Arlecchino kletterte vom Bett herunter und schlüpfte durch einen kleinen Spalt in der Tür. Da er die Größe einer Maus hatte, konnte er sich unbemerkt durchs Haus bewegen. Da hörte er Stimmen aus dem Wohnzimmer. Meister, jetzt geben Sie ihm auch noch ein Zimmer? Ja, er ist doch so fleissig beim Üben heute. Außerdem hoffe ich, dass er freiwillig bei unserem Plan mitmacht, um den Nussknacker zu stellen. Hab ich's doch gewusst. Arlecchino schlich leise näher, um besser hören zu können, was die beiden sagten. Der freiwillig mitmachen? Der ist doch zu ehrlich und zu naiv. Das würde er nie machen. Was würde er nicht machen? Ja, mit der Zauberflöte vom Dottore-Labor die Ratte dazu bringen, um den Nussknacker zu klauen. Hast du das gehört? Hat so tönt, als hätten wir ein Müsli im Haus. Kümmer dich nachher drum. Sie, Meister. Und was mein Grossneff betrifft, überlass das mir. Ich muss das sofort am Federico erzählen. Ende von Kapitel 7. Geschichte vom goldigen Nussknacker von Linda Weidmann. Auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Grazie mille for watching the lesson. Please subscribe.